Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute. Morgen ist Feiertag. Gott sei es Gedank gedudelt und gebassgeigt. Ja, der Arbeitspulli saß ein wenig eng in letzter Zeit. Ich habe jetzt heute das erste Mal seit geraumer Zeit wirklich mal wieder die Muße, dass ich mich hinsetzen kann und was für euch aufnehmen. Und dann hocke ich mich da hin und nehme was für euch auf und wir gehen weiter mit Blaue Eierbärchen, Teil 16. Und es ist wohl jetzt hier am Anfang in dem Ding noch irgendwelche Textnachrichten von 2023, also knapp ein Jahr bevor diese ganze Gaudi so richtig angefangen hat mit den Leaks. Also das sind Leaks vom letzten Jahr. Altes Met, aber wohl interessant genug, dass Ofi gemeint hat, hier, das wäre wichtig, nochmal reinzupacken. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehabt, dass am Anfang noch irgendwie alte Sachen vom letzten Jahr aufgebacken werden und dann geht man in das von diesem Jahr. Ich will jetzt nicht sagen aktuell, weil ich weiß, ich bin schon sportlich spät dran. Wir haben das auch ein paar Leute in die Kommentare gesagt, dass er wenig spät ist. Mir ist das bewusst, ihr müsst mir das nicht mehr sagen. Viele Leute haben sich es aber gewünscht, dass sie es haben wollen. Ich habe auf diesen Blaue Eierbärchen-Dingern eigentlich fast nur 99% Like-Rate. Ich werde es weitermachen. Es tut mir leid für die Leute, die sagen, ey, ich kann die alte Scheiße nicht mehr hören. Aber ich habe es euch versprochen, der Bedarf ist anscheinend da. Ich werde es durchziehen. Ich mache das. Ja, was ich ankündige, wird dann auch gemacht. In diesem Sinne. Brauche ich nicht mehr sagen, außer hockt euch her, sagen wir mehr, reißt euch eine Häube auf. Und mir ging einer in Rainer. Warum genau habe ich das gesagt? Weil ich wollte, dass du mal so reagierst wie meine Freundin, weil ich sehen wollte, ob ich dir überhaupt was bedeute, ist eigentlich ein Frauenmove. Ist eigentlich ein Frauenmove, ist schon wieder grenzwertig, sexistisch. Ich glaube nicht, dass Männer und Frauen sich beim Versuch, das andere Geschlecht zu manipulieren, irgendwie was nehmen. Vielleicht sind die Ziele oft andere. Also es ist ja wohl nachgewiesen auch, dass Frauen häufiger versuchen, Männer zu manipulieren, um an materielle Güter und die Geld etc., schönen Urlaub, tolle Geschenke zu kommen oder dass irgendwas bezahlt wird halt. Und Männer häufiger versuchen, Frauen zu manipulieren, um an körperliche Zuwendungen zu kommen. Hier für Snooze. Das ist statistisch gesehen wohl so. Ne? Ist auch meine eigene Evidenz. Aber das jetzt rein als Frauenmove hinzustellen, ist halt bescheuert. Und aber wenigstens gibt er zu. Und das ist ja schon mal was. Er gibt zu, dass er versucht hat, sie zu manipulieren. Plump wie Fick und jeder hat's gecheckt, aber immerhin. Aber Entschuldigung für die Rotzerei. Ich wollte das mal sehen. Ich habe nur den Anfnack gelesen und lese gleich weiter. Den Anfnack? Weiter dir. Ist bei all dem. Aber eine Sache vollkommen entgangen. Leute, die KI liest es hier vor. Und die KI hat eine Sache wohl sehr stark verdeutlicht gerade, und zwar Satzzeichen seiner Hater. Ich bin jetzt nicht der super krasse Grammar-Nazi, wenn es um Satzzeichen geht. Ich bin eher so ein Genitiv-Fetischist. Aber es ist so einfach komplett keine Groß- und Kleinschreibung, keine Satzzeichen und trotzdem Frauenmove kehrt zusammengeschrieben. Anfnack. Leute. Ich bin bereit, mich an dich zu binden. Bedeutet, so wie du es willst, zu deinen Bedingungen, monogam, etc.
Da haben wir jetzt wieder was sich ein wenig geändert hat seit der Cola-Bärchen-Zeit und was sich dann innerhalb des letzten Jahres noch einmal geändert hat, mit Blick auf die eigentlichen Indigo-Bärchen-Leaks. Ne? Weil da ist ja dann auch irgendwann, er sagt jetzt hier, ja, zu deinen Bedingungen, monogam, alles schön und gut, machen wir. Ich bind mich an dich, so Hauptsache, ich habe irgendwie Freunde, ist mir scheißegal, was er dafür machen muss. Und ein Jahr später sind aber trotzdem irgendwie immer Bedingungen gestellt worden. So, also wenn sie damit nicht klarkommt, dass er praktisch noch Kinder mit irgendwelchen anderen Mullen ausdenken in die Welt setzen will, ist es schwierig. Und mit seiner Polyamorie und mit allem möglichen anderen Krampf ist alles sehr, sehr schwierig. Hier war es noch alles zu ihren Bedingungen. Aber du lässt es nicht zu vertröstest, mich noch eine Woche, noch 3 Tage, noch eine Woche am Wochenende, ne, am Montag, eine kommende Woche Mittwoch und das seit Monaten. Ich habe in dem, was Ofi vorher berichtet hat, was ich halt nicht mit reinnehme, wie gesagt, wenn ihr Bock auf die Videos habt und sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch bei Ofi auch an. Der hat da auch eine sehr stabile Meinung immer dazu. Es ist, er sagt hier seit Monaten, aber es ist wohl so, die haben da seit 3 Wochen Kontakt oder so. Also Monate sind, ne? BS. Auch dieses Ding, das hier, ihr seht das ist nicht getrennt worden von irgendeinem Programm. Du siehst ja, wie, wenn er mal einen langen Satz schreibt, wie das ausschaut. Ist, glaube ich, auf Discord. Ja, ist auf Discord geschickt worden. Es sind diese Wall-of-Text-Dinger immer ein Satz. Satz in Anführungsstrichen. Ich weiß, das sind keine richtigen Sätze. Ne? Vertröstest mich ist kein richtiger Satz. Dass die praktisch kommt und dann sieht sie 93.000 Nachrichten von Drache. Ja? Ist schon super. Es ist da schon übergriffig. Ja? Meine Gefühle. Und ja, dieses immer Dinge hinauszögern und dann ihn am ausgestreckten Arm verhungern lassen, ist ein typischer Bärchen-Move. Aber da ist er halt die letzten 10 beschissenen Jahre auch nicht einen Jota schlauer geworden wie vorher. Es ist einfach erbärmlich, dass er jedes Mal wieder drauf reinfällt. Und wie gesagt, die ganze Story von wegen, sie war ursprünglich gar keine Haterin und sie wollte eigentlich nur mal schauen und hin und her und er hat ihre Leitern. Das ist Horseshit. Die Frau war von Anfang an ein Bärchen, meiner Meinung nach. Denn keine Frau, die nicht komplett kernbehindert auf den Kopf gefallen und sonst was massiv auf irgendwelchen Rauschmitteln ist, lässt sich so eine Scheiße bieten. Und meldet sich dann ein Jahr später nochmal bei dem Deppen zufälligerweise. Und zwar ganz zufällig, genau zu der Zeit, wo er sein Internetende anmeldet und sich eine mettarme Zeit ankündigt. Das ist relativ komisch. Ne? Also wie gesagt, ich habe nichts gegen Bärchen. Ich finde die Arbeit richtig und wichtig, aber versucht uns nicht zu verarschen. Ne? Natürlich war die von vornherein ein Bärchen, weil wenn ich mir sowas anschaue und ich bin eine Frau, wie gesagt, mit einem funktionierenden Gehirn, nüchtern, dann weiß ich, okay, der Typ wird instant gebannt und im Idealfall vielleicht sogar noch angezeigt, je nachdem, was er jetzt hier noch für einen hanebüchenen Sermon reingeschissen hat. Meine Emotionen sind dir dabei anscheinend scheißegal. Es sind so scheißegal, dass gleich 2 scharfe S hinten dran sind. Ich bin es. Im Übrigen, ja, Rainer, natürlich, weil sie ein Bärchen ist. Ne? Aber das ist jetzt nicht verwerflich, weil ihre Emotionen sind dir auch scheißegal und sie wären dir auch scheißegal, wenn sie kein Bärchen wäre. Weil die Emotionen aller anderen Leute dir scheißegal sind, Rainer. Große Empathie, Lord. Ist gerade, der verletzt ist,
Du gibst uns nicht mal eine Chance. Wenn ich ins Sexkino wollen würde, wäre ich es schon x-mal gewesen. Ja, Rainer, dann geh heute, aber du wirst wahrscheinlich für dich alleine so einen Pärchensitz buchen müssen. Kostet halt wie das Doppelte. Wenn ich in die Sauna gehen wollen würde, wäre ich es, als ich Anfang des Jahres in Berlin war ich es auch mehrfach, bevor wir uns kannten. Ja, Bullshit. Wie wenn der in Berlin da in irgendeine Sauna gegangen wäre. Stellt es euch vor. Rainer kommt in Berlin an. Ich weiß nicht, wie viel Kohlen hat er damals schon gehabt, aber ich glaube, die Kohlen waren relativ klamm. Ne, das war ja schon TikTok-Zeit. Was war das Anfang 2023, wo er da so viel in Berlin war? Und er kommt dann dahin und checkt ins Hotel ein und dann googelt er erst einmal nach irgendwelchen Bumsdödel Saunaclubs, zu denen er hingehen kann. Und dann nimmt er Geld in die Hand, wongelt dahin in einer fremden Stadt, Rainer, der einen Horizont hat, der bis Mitte seines dritten, vierten Lebensjahrzehnts den Schauerberg nicht überschritten hat, ne? Geht in Berlin auf die Suche nach einem Saunaclub, dann geht er dahin mehrfach. Weil beim ersten Mal so gute Erfahrungen gemacht hat da. Und sie nicht sofort an der Tür gesagt haben, du nicht. Ne? Wir sind tolerant und alles und vielleicht auch ein Club für Otto Normalbürger, aber wir haben einen gewissen ästhetischen Anspruch und einen gewissen hygienischen Anspruch und du kannst dich trollen und zwar flotto. Ne? Irgendwo, keine Ahnung, am Kotti irgendeine Cracknutte vielleicht. Vielleicht. Aber auch nur für richtig viel Barne und nur wenn die massiv auf Entzug ist. Ne? Du willst ich das nicht mache. Dann komm her und gib mir einen Grund, es nicht zu wollen. Das ist so geil. Oben sagt er, ich wollte, dass du so reagierst wie meine Freundin. Also sprich, er sagt halt, ich möchte Beziehung. Ja? Freund, Freundin, ne? Sagt er ja mehrfach dann auch monogam und sowas zu dir. Und entweder du gibst mir das jetzt oder ich gehe in der Gegend rumbimsen. Jeder weiß, dass das ein Bluff ist. Ja? Jeder weiß, dass das ein Bluff ist und das weiß sie natürlich auch. Und auch da ist es wieder so, jede Frau, die kein Bärchen ist, sagt, dann geh doch in deine scheiß Sauna oder geh zu deinem, was hat er nochmal gesagt? Was hat er gesagt? Sauna war das eine. Sexkino. Sexkino war das zweite. Geh halt hin. Mach doch. Es hält dich kein Mensch auf. Natürlich macht er das nicht. Es kostet Geld, das Rainer nicht hat. Und es gerade in diesen Saunas und diesen Sexkinos und sowas, da ist er, da bist du ja nicht, da gehst du nicht hin und weißt, dass du 100%ig Action kriegst. Und jeder weiß, ins Amüsieretablissement geht Rainer nicht. Zum einen wegen der fehlenden Kohlen, aber auch wenn er die Kohlen hätte, und er hat ja zwischenzeitlich in den letzten 10 Jahren immer mal wieder, oder sagen wir mal in den letzten 13 Jahren eigentlich, weil er hat ja einiges an Cash geerbt, immer mal wieder kurzzeitig, sehr kurzzeitig über große Mengen Bargeld verfügt. Und er ist trotzdem niemals, trotz der ewigen Ungebimstheit und trotz des massiven Samenstaus, der schon dazu geführt hat, dass einfach überhaupt kein Blut mehr ins Gehirn gekommen ist. Ne? Trotzdem niemals irgendwo ins Amüsieretablissement gegangen. Warum nicht? Weil Rainers Narzissmus das nicht zulässt. Wenn in seinen Augen ist jemand, der das tut, ist ein Versager, der nicht bei Frauen ankommt. Wir alle wissen, ne, dass er dann natürlich der prädestinierte Kunde dafür wäre, wenn man nach der Logik geht, aber das will er sich nicht eingestehen. In Rainers Augen ist er immer noch der tolle Rittmeister und der Superhecht.
Ja, das haben die Frauen nur alle noch nicht gecheckt. Und wenn es endlich einmal eine probieren würde, dann wird sie so begeistert sein, dass sie es der ganzen Welt erzählt. Und dann geht eine riesen Lawine an Frauen los, die sich über ihn ergießt und die sich ihm zu Füßen werfen, weil er der großartigste Stecher auf der ganzen Welt ist. Das ist in seinem Kopf so. Deswegen gibt er kein Cent Geld für Snooze nur im Amüsierbetrieb aus. Aber deswegen gibt er Unsummen im Internet für irgendwelche Chats aus mit Fake-Leuten oder Bots oder sonst irgendwas, weil er tatsächlich glaubt, wenn die ihm Honig ums Gesichtsarschloch schmieren, dass er tatsächlich so geil ist, wie er sich sieht. Den ich will eigentlich dich, ich nichts anderes. Aber wenn du mich immer wieder Ich nichts anderes, ist auch ein geiler Satz. wegstößt, ist es doch normal, dass ich mir eine andere Lebensweise wünsche. Ja, ganz Ja, es ist vollkommen klar, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie auf eine Frau abgefahren bin und ich habe die umworben und bin abgewiesen worden, dann bin ich auch immer sofort irgendwie ins Pimperkino und in die Sauna gemeddelt. Ne? Vollkommen, das ist die absolut rationale Reaktion auf das. Sagen wir mal mit dem zweiten. Das ist immer noch, glaube ich, das jetzt immer, ja, Discord-Chat, aber glaube ich immer noch von damals. Ne? Also von damals, von vor einem Jahr damals. Das hört sich an, wie wenn es irgendwo in grauer Vorzeit gewesen wäre. Ne? Als Zucht und Ordnung am Schauerberg herrschte. Ganz kurz Drache. Ich will rauchen, bin gleich da. Ja, 12.8. Das war kurz nach seinem Geburtstag letztes Jahr. Ja, also da ist er gerade 34 geworden. Du, ich bin noch am Klo. Blöder Otto lässt mich nicht in Ruhe. Ist schön das 3. Mal heute. Oh, Reini. Oh, und du wunderst dich tatsächlich, warum die nicht gut sweet zu dir gemeddelt gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er damals noch in Plauen selber oder schon in Zobes war. Es müsste gerade so in dem Bereich gewesen sein, wo sie ihn aus Plauen raus operieren mussten und irgendwie nach Zobes umverpflanzen. Aber stellt euch doch einmal vor, ich weiß nicht, keine Ahnung, viele Leute haben ja gerade während der Pandemiejahre auf Online-Dating zurückgegriffen. Und da hast du ja, ist ja für alle eigentlich, also für die meisten dann vollkommen neue Situation, weil die normale Art und Weise, dass sich Männlein und Weiblein oder Männlein, Weiblein, wer auch immer kennenlernt, ist ja, man geht fort und man trifft die Leute, entweder lernt man sie über Freunde kennen oder man ist irgendwo in irgendeiner Disco auf einem Konzert oder sonst irgendwo und lernt da praktisch Leute kennen. Da ist erst einmal auch irgendwie der optische Reiz da. Oft ist irgendwie Alkohol im Spiel. Das ist ein ganz anderes Kennenlernen wie online. Ich bin der Meinung, online muss man sich mehr Mühe geben. Ne? Weil eben, im ersten Mal bist du nur ein Text und im Idealfall vielleicht noch ein Bild, aber das war's. Damit musst du punkten. Also du hast deutlich weniger Waffen im Repertoire, um den anderen von dir zu überzeugen. Und was jetzt natürlich für jeden anderen ein Nachteil ist, für Rainer ist es eigentlich ein Vorteil, weil alles, was er sonst zu bieten hätte in Live, wäre halt 230 Kilo an Verwesung erinnernder Körpergeruch, die zahnlose Fresse, das schief rasierte Vogelnest auf dem Kopf, die offenen Haxen, ne? Die 7XL-Hose, die ihm trotzdem aus dem Leim geht, den ganzen Graffel. Also jeder andere Mensch hat da normal Vorteile. Rainer hätte Vorteile, nicht in Persona mit Leuten zu kommunizieren. Das Problem ist natürlich, seine Kommunikation ist halt auch unter aller Arsch. Und einer Frau, die ich erst seit ein paar Wochen kenne und die ich dazu überreden will, dass sie zu mir kommt, um mit mir eine Beziehung einzugehen, der schreibe ich doch nicht
wie oft ich heute schon Montezumas Rache erlegen bin. Das kann doch nicht die Wahrheit sein, dass er hier jetzt groß einen vom flotten Otto erzählt und nicht nur sagt, keine Ahnung, du, mir geht's gerade nicht gut, vielleicht, ich habe was mit der Verdauung, diese schönen Umschreibungen, die man benutzt, wo dann die Leute nicht mehr nachfragen und einen erst einmal in Ruhe lassen. Nein, er sagt ihr, ich komme gerade vom Heisel und das war halt schon das dritte Mal und ihr flotter Otto, dass der Sau graust. Und erwartet, ich weiß nicht, was er erwartet. Ich weiß nicht, was er erwartet. Ne? Das sind so Sachen, die erzählen kleine Kinder ihren Eltern, um Mitleid zu kriegen und Aufmerksamkeit. Mir geht's nicht gut, kümmere dich um mich, weil ich nicht auch für mich selber sorgen kann. Und das ist wahrscheinlich hier auch so. Und auch da ist es so. Das ist im August 2023 gewesen. Jede normale Frau, der sowas geschrieben wird, die kein Bärchen ist, Block. Oder zumindest irgendeine Antwort, wo man sagt, hey, too much information, ich kenne dich kaum, ich will von dem, was du hinten rausschäumst, überhaupt gar nichts wissen. Nein, was schreibt sie? Oh, ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Ja, die ist real auf jeden Fall. Gar kein Bärchen gewesen zur Zeit damals. Verarschen kann ich mir selber. Ist nur Durchfall. Ekelhaft, aber nicht schlimm. Ist nur nervig wie sonst was. Und widerlich dazu. Ja, vor allem ganz ehrlich bei ihm. Zum einen natürlich, ich weiß nicht, keine Ahnung, natürlich war das nie eine schöne Sache, aber bei seiner Ernährung schwierig. Und natürlich, ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Komm, na, wie sich das dann zwischen den Arschlappen raus. Na, weiter im Text. Ja, Ofi. Da sind sie, die Informationen, die jeder haben wollte. So, wir haben die düstere Vergangenheit von 2023 verlassen und wir befinden uns jetzt wieder beim aktuellen Stand Juli 2024. Juni, eins von beiden. Und sie hat wohl Kopfschmerzen und tut ihm das jetzt kund. Und wie gesagt, das ist ewig her, dass ich das gesehen habe. Ich nehme an, der Empathie-Lord wird wahrscheinlich wieder den großen Auftritt haben. Ne? Also, 1, 2, 3 und Bühne frei. Ich hoffe, ich höre dich morgen übermorgen auch so ein bisschen weniger wegen des Schmerz und wegen was anderem. Wie geht's dem Onkel eigentlich? Ich habe das nicht verstanden. Was hat er gerade gesagt? Ein bisschen weniger. Was anderes anspielen muss. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Was sagt er? Ich hoffe, ich höre dich morgen übermorgen auch so ein bisschen weniger wegen des Schmerz und wegen was anderem. Wie geht's dem? Hat er gesagt, da war irgendeine Unterbrechung im Ding, aber wahrscheinlich meint er, dass sie schreit, zwar nicht wegen Schmerzen, sondern ich will es mir gar nicht ausdenken. Onkel eigentlich. Der ist im Moment stabil. Zum Glück. Wie geht's denn deinem Onkel? Ach, schön, dass du da fragst. Rainer, wir wissen alle. Es geht jetzt darum, das ist jetzt nach dem ersten Treffen immer noch. Und es wird noch gesprochen über potenzielles zweites Treffen. Wir wissen, das hat nicht stattgefunden und ab da ist praktisch nur noch die Met Farm gelaufen. Also ist davor schon nur die Met Farm gelaufen. Jetzt müssen wir kurz analysieren. Rainer fragt hier nach dem Wohlbefinden des Onkels. Ein unbedarfter Zuschauer, der vielleicht im Game nicht so drin ist und der Rainer nicht so gut kennt, würde jetzt vielleicht vermuten, Mai, so ein schlechter Mo ist er ja doch nicht. Ne? Er denkt ja dran, dass sie Sorge hat um den kranken Onkel und informiert sich, wie es dem geht, weil ihm wichtig ist, ne, was ihr wichtig ist, dass es dem Onkel dann vielleicht besser geht oder ne, weil er sich darum sorgt, wie es ihr mit der Situation mit dem Onkel geht.
Und wer auch immer das denkt, ist gespenstisch naiv. Weil jeder von uns, der wir uns auskennen und den lang genug im Game sind und Reini kennen, wissen genau, warum er diese Frage stellt. Und zwar, er hofft, dem Onkel geht's so gut wie möglich, damit dem geplanten Treffen nichts dazwischen kommt. Damit sie praktisch ohne schlechtes Gewissen zu ihm fahren kann. Weil es gäbe ja nichts Schlimmeres auf der Welt, ja, als wenn das Bärchen auf einmal sagt, du, dem Onkel geht's schlecht, ich kann doch nicht kommen nächstes Wochenende. Ne? Weil, sag mal ganz ehrlich, ob der Onkel heute stirbt oder 1000 Jahre alt wird, das geht Rainer am Arschgebirge vorbei, aber sowas von. Rainer will, dass es dem Onkel gut geht, damit seinem potenziellen Snooze nur mit dem Bärchen nichts dazwischen kommt. Ne? Wenn der Onkel X gehen würde und dem Bärchen wäre es wurscht und sie würde trotzdem kommen, dann wäre es ihm auch vollkommen egal, ob der Ex gegangen ist, der Onkel. Und es ist ihm auch vollkommen egal, wie es ihr damit geht. Ne? Weil sie hat nach Zobis zu metteln und Wurstfach herzuhalten. Punkt. Glück geht's dem ein wenig besser. Vor allem, weil du dann auch den Kopf besser frei hast für andere Dinge. Jetzt habe ich 5 Minuten lang schwadroniert und er hat es selber gesagt. Weil du dann den Kopf frei hast für andere Dinge. Dann kannst du dich um mich kümmern. Hä? Ich. Und er hat schon vorher klar gemacht, dass ihm die Krankheit von dem Onkel massiv am Arsch vorbeigeht. Wenn er dann gesagt hat, ja, du im Übrigen, wenn der dann stirbt, ja, dann macht er nicht so viele Gedanken, weil das bist ja nicht du, der gestorben ist oder ich so, sondern wir leben ja weiter. Also kann es uns ja eigentlich wurscht sein. Das hat er irgendwie in einer der vorherigen Folgen gesagt. Ne? So kriege ich ihn einfach nicht mehr frei. Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin schon den ganzen Tag so komisch drauf. Oder wenn ich nachdenke, darüber, warum die Hater momentan schon wieder so extrem aggressiv sind. Oh, ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte was anderes vermutet. Aber es ist eins der 2 Themen wird. Also man hat da 50-50 Chance. Ich hätte jetzt auf Snoo getippt, aber man hat da 50-50 Chance, oder? Ob es um Snoo geht oder um die Haters. Es kommt ganz drauf an, wann das letzte Mal ein kläglicher Versuch gestartet wurde, den Maulwurf aus dem Bau zu graben und zum Kotzen zu bringen. Ne? Wenn das nicht so lang her ist, dann sind die Hater das Hauptthema, aber wenn es ein bisschen länger her ist, dann verschiebt sich das Prioritätenverhältnis mit dem Blut im Körper. Ne? Dann geht's Blut wieder in die Körpermitte und dann sind die Hater auf einmal gar kein Thema mehr. Ich denke darüber nach, wie das weitergehen soll mit dem Scheiß. Außerdem. Ja, Reini, ich weiß nicht, was zu dem Zeitpunkt die Hater super aggressiv ich nicht gesehen. Klonter war da und dieser Lenny aus Wacken. Und noch ein paar andere Kasperl, die ein bisschen die Scheiben entglast und ein bisschen Farbe an die Wand geballert haben, was natürlich nicht geht. Aber im Vergleich zu dem, was an der Schanze damals passiert ist, ist ja das Killefitz. Da ist ja, also allein von der Menge der Besuche ist es ja lächerlich. Und war es zu dem Zeitpunkt auch schon. Weil er ja da auch schon 2 Monate raus war aus dem Internet. Wie gesagt, Rainer sitzt da in Zobis auf glühenden Kohlen, arbeitet momentan wahrscheinlich da an den nächstbesten Bärchen oder Discord-Leaks und denkt sich, Ende des Jahres ist es soweit und dann war ich jetzt endlich lang genug weg und dann starte ich mein Great Comeback und der Hate ist dann weg und nichts, genauso wird es nicht passieren, Rainer. Aber der kommt wieder. Wir haben jetzt Anfang Oktober. 3 Monate, dann ist das neue Jahr. Und wir wissen alle, was am Anfang eines Jahres immer passiert, so sicher wie es Amen in der Kirche.
es wird eine neue Qualitätsoffensive gestartet. Und Rainer wird Anfang des Jahres im Internet wieder aufschlagen, entweder über Diggity Doggity, viele andere Sachen oder über Kick. Er wird so tun, als wäre nichts gewesen. Er wird irgendeinen kranken, unbesickt Monolog raushauen und dann geht die Provokation wieder los. Und dann stehen sie alle wieder auf der Matte. Ich meine, Ofi macht jetzt wieder was über Birella und über die Seelmanns und über Shoyoka und hast du nicht gesehen. Das ist auch unterhaltsam, habe ich mir auch alles angeschaut. Aber sie werden alle wieder auf der Matte stehen. Alle Leute. Ofi und die ganze Bagage. Er hat wahrscheinlich dann sogar, je nachdem wie brutal er sich aufführt, hat er noch eine gute Chance, dass er vielleicht noch ein paar Hater aus dem Ruhestand wieder zurückprovoziert. Ne? Und dann hast du auf einmal doch wieder vielleicht kommt Serial wieder. Ne? Kommt drauf an, was er wieder fabriziert. Wenn es wieder irgendwelche Abartigkeiten sind wie Anfang diesen Jahres, dann, ne? Serial, wenn du das hier siehst und hörst, wir vermissen dich. Wow! Eine Sekunde. Verzeihung für die Unterbrechung. Die eine Katze hat gerade die andere erschreckt. Und daraufhin ist die andere Katze eskaliert. Und zwar, krass. Ich muss mich da kurz drum kümmern. Jetzt sind wir wieder am Stissel. Mache ich mir Gedanken wegen dir, wegen mir, wegen den anderen beiden Mädels. Da sind sie, die anderen beiden Mädels, wo er vorhin verzapft hat, großspurig, dass er monogam sein will, nur für sie, bla bla. Alles nach ihren Bedingungen. Ich fühle mich einfach im Moment ewig gestresst. Also das Ja, also wow. Er hat jetzt, wir sind da schon zu einer Zeit, wo er, wie gesagt, schon 2 Monate raus ist aus dem Internet. Und da ist er, Zitat, gestresst. Er wartet natürlich noch auf die Zahlungen vom Amt, bis Bürgergeld endlich bewilligt ist. Weil das stresst ihn, glaube ich. Und ich glaube, da geht ihm Uwe ein bisschen auf den Zeiger damit, dass er da dahinter sein soll, damit endlich die Barne kommen, weil weil Uwe das natürlich auch nicht einsieht, dass er den Dicken da aushält. Ne? Und kommt keine Miete und geht einkaufen für ihn und kommt nichts dabei rum. Wie gesagt, ich glaube, Uwe wird sich am Ende dieser ganzen Zobis-Zeit unten auf die lange Liste der Gläubiger einreihen und den Tag verfluchen, an dem hier, ne, der beste Teil von Rainer bei Rita hinten am Ding runtergerutscht ist, ne? das ist schon wieder alles so utopisch. Allein Ja. Das hört sich aber nicht gut an, wenn du so schlecht drauf bist. Ich hätte gerade am liebsten einen Hater, den ich als Boxer brauchen kann. Nein, Rainer sagt doch sowas nicht. Rainer sagt doch sowas nicht. Das widerspricht doch deiner Aussage des großen Pazifismus, Lord, dass du Gewalt über alles verabscheust. Und dass du das nur machst. Und zwar ausschließlich, wenn du dich verteidigen musst. Dich, deine Familie, deine Freunde und deinen Besitz aufs Blut verteidigen musst vor der Horde von Hatern, die wie die Orks vor Helms Klamm deine Existenz bedrohen. Du praktisch keine andere Wahl mehr hast. Nur dann und danach hast du dich so sehr. Da hast du dich über Monate, über Jahre hinweg, du wachst nachts schweißgebadet auf. Vor lauter Horror, vor den Taten, die du gezwungen warst zu tun. Das ist deine Story. Mach doch das nicht kaputt. Du gibst doch gerade mehr oder weniger zu, dass du eigentlich ein cholerischer Vollspasti bist, der sich nicht unter Kontrolle hat und gerne, aber wirklich gerne anderen Menschen Schmerzen zufügen würde, aufgrund der eigenen Ohnmacht darüber, die eigene Existenz komplett an die Wand gefahren zu haben. Einfach draufhauen. Ach, ich hätte so viele Hater schon verprügeln können. Der einzige Grund, warum ich das nicht gemacht habe, ist, weil ich keine Lust habe, in der auch noch im Knast zu landen. Das ist richtig, Rainer. Du hast dich gezügelt. Was die Gewaltausbrüche angeht, die sind weniger geworden. Ich weiß nicht, es kann auch daran gelegen haben, dass du halt unterwegs warst und es nicht mehr so einen Punkt auf der Welt gab, zu dem man hingehen konnte, wenn man den Tanzbären tanzen sehen wollte.
Aber es hat ja trotzdem in dieser Bewährungszeit diverse Situationen gegeben, in Würzburg am Hauptbahnhof und dergleichen, wo es zu Eskalationen gekommen ist. Aber deutlich weniger Eskalationen wie noch zu Schanzenzeiten. Und das hat auch damit zu tun, glaube ich, dass der Bewährungshelfer dir gesagt hat, Reini, du hast jetzt 3-mal Bewährung gekriegt wegen Körperverletzung. Wenn du noch einmal wegen Körperverletzung verurteilt wirst in dieser Bewährungszeit, dann wanderst du ins Kittchen und da kann weder ich noch der Allmächtige irgendetwas dagegen tun. Weil irgendwann nach der x-ten Bewährung und des x-ten Bewährungsversagens kein Richter auf Gottes grüner Erde mehr in der Lage ist, irgendwie das so zu drehen, dass er dich mit dem Augenzwinker doch noch wieder raus auf die Straße lässt. Irgendwann sind die gezwungen, die Hände sind ihnen gebunden und dann heißt es, Herr Winkler, es tut mir fürchterlich leid, aber jetzt geht's ins Camp knackig. Deswegen hast du dich zurückgehalten. Und wir hören jetzt wieder, worum es geht. Und er sitzt da, und wir wissen es natürlich, er sitzt da in Zobis, in dieser Butze, wartet darauf, dass sein Bürgergeldantrag durchgeht und ihm brennt's eigentlich. Der wäre so gern wieder irgendwo online und der wäre so gern, er würde seinen komischen YouTube-Content machen und dir die Barne kassieren wieder. Und er denkt sich die ganze Zeit, ich könnte das jetzt machen, aber ich kann das nur wegen die Hater. Die haben mir das alles kaputt gemacht. Nur wegen die Hater kann ich das nicht. Und der Hass und die Wut auf die Hater steigt mit jedem Tag, weil er nichts anderes zu tun hat. Ja, man kann nur so und so oft am Tag irgendwie den Maulwurf würgen und aufgrund der prekären finanziellen Situation ist die Zufuhr von leeren Kalorien über irgendwelche Discounter-Fleischersatzstoffe auch nicht mehr gewährleistet. Das heißt, diese Aggression baut sich in ihm auf. Und da er natürlich aufgrund des Narzissmus diese Aggression nicht gegen sich selber richten kann und sie denkt so, ich sitze jetzt hier und ich habe jetzt Zeit darüber nachzudenken, wie ich hierher gekommen bin und merke, leck Arsch, ich bin da selber dran schuld und ich habe es mir verbockt und ich sollte irgendwie komplett was an meinem Leben ändern. Stattdessen sitzt er da und denkt sich den ganzen Tag, diese Scheißhater, diese Scheißhater, diese Scheißhater, diese Scheißhater, diese Scheißhater, diese Scheißhater, die haben mir alles kaputt gemacht. Der einzige Grund, warum ich von denen noch keinen richtig fertig verprügelt habe. Rainer, der einzige Grund, warum du von den Hatern, also von uns, ich zähle mir da mit dazu, und ich nehme an, der Großteil meiner Zuschauer ebenfalls, noch keinen richtig fertig gemacht hast, ist, dass du dich körperlich behindert gefressen hast. Aber ich glaube, jetzt wird es gleich besser. Ich habe jetzt ein bisschen. Rainer, ein 60 Kilo Hämpfling könnte dich herfotzen, wenn er schnell genug ist. Ja, klar, so einen kannst du mit bloßer Körpermasse überrollen, wie du es bereits bei anderen getan hast, weil einfach so eine Vierteltonne, wenn sie sich mal bewegt, schwierig aufzuhalten ist. Das gebe ich da. Aber wirklich diese wilde Vorstellung, die du da hast, wie du irgendwelche Leute tatsächlich verprügelst, mit deinen krassen Kampfsportkünsten, ist hanebüchener Horse-Shit einfach, Rainer. Bisschen Musik angemacht gerade. Hast du auch Spotify? Ja, ich ziehe mir gerade Ed Sheeran rein. Mit Wildflower. Ed Sheeran jedenfalls ist ein Amerikaner. Nein, soweit ich weiß, ist Ed Sheeran Brite. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, Ed Sheeran kommt aus Großbritannien. Der hat unter anderem auch den Song von Ding gemacht. Von warte mal, ich schaue nochmal nach. Ja, Ed Sheeran, Halifax in Großbritannien, 1991. Der hat den Song gemacht, Icy Fire, der am Ende von, ich glaube, dem zweiten Hobbit-Film kommt und was das einzig Gute am zweiten Hobbit-Film ist.
Unter anderem auch den Song von Herr der Ringe, von der Hobbit den Soundtrack gemacht. Nicht den kompletten Soundtrack, er hat halt den Song für die Endcredits gemacht. Und das ist ein großartiger Song. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Leute, ihr habt den auf meiner Hochzeit spielen lassen. Ne? Und das ist eigentlich ziemlich beliebt, der macht auch echt gute Musik. Und der Wildflower Bonustrack ist richtig geil. Unendlich Das ist richtig, richtig geil. entspannend. Es ist geil, der Song zum Abschied für Akira Toriyama. Einfach nur geil. Ich weiß nicht, wer Akira Toriyama ist. Warte, schauen wir das halt auch nochmal nach. Ah, okay. War der Dude offensichtlich, der Dragon Ball erfunden hat. Ja, muss man ihm geben. Das ist eine sehr erfolgreiche Serie. Wie gesagt, ich bin noch nie so sonderlicher Anime-Fan gewesen. Rainer ist ja Anime Die Hard. Gebe ich ihm, dass wenn jemand stirbt, der was erschaffen hat, womit man so viel Freude hatte, na, dass das einen beschäftigt, ist in Ordnung. Gebe ich ihm. Der liebe Ofi hat jetzt gerade in dieser Zwischensequenz noch was gesagt, was sehr wahr ist, worauf ich gar nicht gekommen bin. Und zwar, Rainer hat die Möglichkeit gehabt, mehrfach und auch zeitnah zu diesem Leak, Hatern auf die Fresse zu hauen. Klonter und Lenny waren vor seiner Haustür. Klonter wollte sich ihm stellen. Und Rainer ist nicht rausgekommen. Sogar gegen Klonter. Klonter ist ein Zwetschgenmandal, darf man bei uns sagen. Ein Krischball. Ja? Und ich sag, Klonter, wenn du siehst, nichts gegen dich, aber du bist halt mein Opa hat gesagt, die einzigen zwei Krankheiten, die du kennst, sind Hautausschlag und Bornerfrost. Und sogar vor dem scheißt er sich ein. Ne? Aber es ist ja auch nichts Neues. Ich glaube, das war letztes Jahr, ja, das war letztes Jahr, wo ursprünglich geplant war, dass er gegen Hank kämpft, als Hank in Deutschland war. Wollte sich Hank ihm stellen und sagen, ja, wir machen einen Boxkampf, offiziell. Ne? Let's go. Und erst hat er da die großen Töne gespuckt und dann hat er doch wieder den Maulwurf eingezwickt und hat Ausreden, der ist alt. Keiner hat ein Maul. Wenn da jetzt in der Situation irgendein Hater draußen vor der Tür steht, hat scheißegal welcher, scheißegal wie alt, scheißegal welches Gebrechen, welche Gewichtsklasse oder sonst irgendwas, der sagen würde, komm raus, Reini, du hast doch Bock, wir glauben uns jetzt. Einen Scheißdreck will er machen. Einen Scheißdreck. Warum? Weil er eine feige Muchte ist. Echt eine Schande, dass der schon gestorben ist. Hä? Was? Was? Der Autor, der Mangaka von Dragon Ball. Mangaka ist auch so. Akira Toriyama ist der Mangaka von Und Rainer, du kannst auch einfach Autor oder Schöpfer oder sonst irgendwas sagen. Ich weiß, dass das wahrscheinlich die korrekte Bezeichnung ist. Ne? Manga-Künstler hättest auch sagen können. Aber Rainer sagt es jetzt hier, weil er so tut, als wäre er hier irgendwie super bewandert, was Japanisch angeht und sowas. Der Mangaka. Heute dein Maul, Rainer. Mangaka ist, weißt du ja. Das ist Genau, diese scheiß Klugscheißerei, sorry, wieder eine halbe Sekunde, aber diese scheiß Klugscheißerei, er hat dieses Wort nicht gedroppt, weil es in seinem täglichen Sprachgebrauch drin ist, sondern er hat dieses Wort gedroppt, um irgendwie gebildet und interessant zu klingen, und sie ist nicht drauf eingegangen, weil sie sich gedacht hat, was schwallt der da geschwollen daher, dieser fette Behindi. Und dann, als sie nicht drauf eingegangen ist, du weißt schon, was Mangaka heißt, oder? Darf ich dir jetzt bitte erzählen, wie schlau, dass ich Etzadler bin? Weil ich ein Wort irgendwie, und ganz ehrlich, das hat er nie auf den ersten Rutsch gelesen. Wo er das erste Mal gelesen hat, ist es eine halbe Stunde gekommen. Was? Ne? Mangaka von Dragon Ball gewesen.
Der ist inzwischen gestorben. Und er sagt es, wie wenn das jeder kennen müsste. Das ist der Mangaka von Dragon Ball. Warum weißt denn du sowas nicht? Ja, keine Ahnung, weil sie vielleicht kein 13-jähriges Mädchen ist. Auf des Jahres. Januar oder Februar ist er gestorben. Echt eine Schande. Guter Mann. Und ich weiß, jetzt haben wir wieder 10 Leute deabonniert, die Dragon Ball fanatisch sind. Es tut mir leid, manchmal rast ich ein bisschen aus. Und ich mag halt einfach keine Mangas. Hat viele Menschen inspiriert. Da Nein, Rainer, der hat nicht viele Menschen inspiriert. Zu was hätte man denn inspiriert werden sollen bei Dragon Ball? Ich habe selber ein paar Folgen Dragon Ball gesehen und mir ist tierisch auf die Eier gegangen, weil die immer und immer und immer wieder dieselbe Scheiße hatten. Jede Folge war derselbe Dreck. 2 komische Dullis haben sich irgendwie gekloppt in irgendwelche Felswände rein, die dann zerbröselt sind. Dann denkst du, okay, der ist tot. Dann gräbt er sich wieder raus. Dann fängt er an golden zu leuchten, ist auf einmal stärker wie vorher. Dann schlägt er den anderen in eine Felswand rein und dann geht's retour. Und kurz bevor irgendeiner gewonnen hat, haben sie immer weggekattet. Und dann, ja, nächste Woche wieder reinschalten. Und dann schaltest du nächste Woche rein und dann geht dieselbe Scheiße wieder von vorne los. Über hunderte von Folgen. Ich checke nicht, warum das so geil sein soll. Aber keine Ahnung, vielleicht finden es viele Leute geil, sonst wäre es nicht so erfolgreich gewesen. Die sollen es auch geil finden dürfen. Habt viel Spaß damit. Aber es ist nicht inspirierend, Rainer. Es ist relativ flache Unterhaltung gewesen. Das hat nicht viel Tiefgang. Das hat auch nicht irgendwas zwischen den Zeilen. Es ist nicht irgendeine Gesellschaftskritik. Es ist nichts, wo du großartig dein Hirn einschalten musst oder dein Hirn, wie du das sagen würdest. Ne? Schau dir den Film an, keine Ahnung. Memento, Joker, Fight Club, ein paar diebere Sachen noch, keine Ahnung, The Menu. Es gibt so viele großartige Filme oder auch großartige Serien. Schau dir Dark an. Ne? Sachen, wo wirklich was im Kopf mitlaufen muss, um es zu begreifen. Sachen, die stellenweise sehr gesellschaftskritisch sind, ne? Wo du mitdenken musst, etc. Schau dir doch sowas an. Da kannst du sagen, das hat vielleicht mal Leute inspiriert. Rainer, du redest über eine Zeichentrickserie, die inspiriert nicht. Das ist plumpe Unterhaltung. Auch plumpe Unterhaltung hat ihren Wert. Ich bin auch jemand, ich schaue mal ganz gern echt mal wieder Zeichentricksachen aus meiner Kindheit an. Stellenweise aus Nostalgiegründen, aber auch nur, wenn sie auch wirklich gut sind. Ich habe in meiner Kindheit Saber Rider und die Star Sheriffs gefeiert. Ich habe versucht, das mit 20 nochmal anzuschauen. Keine Chance, es ist so hageldumm, dass alles zu spät ist. Ich würde auch nie sagen, irgendjemand hat irgendwen inspiriert mit dieser Scheiße. Aber es war für mich als Kind eine super unterhaltsame Serie und da hast mich 2 Stunden vom Fernseher parken können und das war das Höchste für mich. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, die Gargoyles. Ist eine Serie, die habe ich als Kind geliebt, die schaue ich mir heute noch gerne an. Ich habe erst vor kurzem, habe ich es mir mal wieder angeschaut, weil es auf Disney Plus irgendwie ist. Das unterhält mich, das ist eine gemütliche Sache, das kann ich abends auch reinmachen, wo ich mir denke, so ist ja wurscht, ob ich dann davor einschlafe oder nicht. Weil ich es alles schon 100-mal gesehen habe. Das unterhält mich, ich finde das gut, ich mag die Serie, ich mag die Lore irgendwie, passt alles. Aber ich würde im Leben niemals behaupten, die Macher von Gargoyles haben die Menschen inspiriert. Das ist Horse-Shit, Rainer. Die haben eine Zeichentrickserie für Kinder gemacht. Das haben sie gut gemacht und die haben ihren Erfolg und ihren Ruhm dafür bekommen. Aber wir brauchen jetzt hier nicht größere Kuchen backen, als in den Ofen reinpassen. Ja? Jetzt fängt er zu singen an, Alter. Ist es das? Ich check's. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was er jetzt da reingenuschelt hat. War das jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Score von Dragon Ball? Mut. Wo wir die Sterne bindest. Ich check nicht, was da Phase ist. Telefonieren die? Ja, wahrscheinlich. Wir sind wahrscheinlich im Voice-Chat in Discord und sie ist gerade irgendwie am Scheißen oder sowas. Was weiß ich.
Und er sitzt dabei da und fängt an zu singen. In der Hoffnung, dass wenn sie zurückkommt, ihn singen hört und dann sagt, oh, ich habe dich da gerade noch singen gehört. Das war aber schön. Magst du mir nicht auch noch mal was vorsingen? Ach, und dass er dann wieder darüber reden kann, dass er ja der große Musiker ist und dass Skör so und so viel Millionen Aufrufe auf YouTube etc. gehabt hat, bevor der Kanal in die Verbannung und ins Nirvana genugt worden ist. Ja, der Clown bleibt da. Also dieses Gesumme zu dem Lied hier erinnert mich gerade an diese epische Szene hier. Finding one of my lighters, one about your skin tone and shaking your nose. And the way you look, so I picked up Happy birthday, love you, Das war auch jenseits von Gut und Böse lächerlich. Da hat er doch erzählt gehabt damals, dass er so geil rappen kann. Hier, an Weihnachten 23 war das. Das hat bald Jahrestag. Und da hat er gemeint, er kann so geil rappen und er muss das jetzt beweisen. Dann hat er sich da hingehockt und da hat er kein einziges Wort irgendwie, über den ganzen Song verteilt, 4 Worte oder so, die er gehört hat und die er vorher schon mal gehört hat und ungefähr gewusst hat, was es heißt, und die hat er wiedergegeben. Hat aber vorher gedacht, er hat den kompletten Text drauf und er kann das genauso gut rappen. Birthday. Wie auch immer. Ja, das war Wie auch immer, Reini, ja. Wie auch immer, lass bleiben. ganz großes Kino. Unser Reini ist nicht nur Profi-YouTuber und Profi-Streamer, sondern auch Profi-Musiker. Eindeutig. Ja, Reini ist harter Deutschrapper. Ja, wird bei Agro Emskirchen wieder unter Vertrag genommen. Also passt, ist der aggressivste ehemalige Bewohner von Emskirchen. Ohne Scheiß, alle 2 Sekunden darf ich irgendwann so einen Hurensohn blocken, Alter. Ja, Rainer, Glockne, aber du kannst halt auch einfach eine neue Nummer suchen. Ne? Hol dir eine neue Telefonnummer. Das ist kein großer Akt. Und dann gib die nicht irgendwelchen Mullen im Internet. Bums aus, Nikolaus, und du hast auf ewig deine Ruhe. Einfach nicht irgendwelchen Hyopies und Mullen im Internet, die dir Honig ums Gesichtsarschloch schmieren, deine Telefonnummer geben. Und dann hast du für immer deine Ruhe. Aber dann ist es auch hinfällig, weil kein anderer Mensch schreibt dir. Wozu brauchst du eigentlich WhatsApp? Es schreibt dir doch du hast keine Freunde, du hast keine Familie. Es gibt niemanden, der dich anschreibt und sagt, hey Reini, was machst du nächsten Samstag? Wir treffen uns im Irish Pub, kommst vielleicht vorbei. Das existiert doch nicht, das Szenario. Die einzigen Leute, die dir über WhatsApp schreiben, sind irgendwelche Bärchen, die Mad-Farmen dich verarschen wollen, oder irgendwelche Hater, die dir sagen, was für charakterloser Dirnenspross du doch bist. Dann ist es doch vollkommen hinfällig. Hol dir einfach eine neue Nummer oder deinstallier einfach WhatsApp. Punkt. Ist ja auch gut. Denn dein einziger wichtiger sozialer Kontakt ist Uwe, der wohnt im selben Haus. Dem musst du nicht schreiben, du musst nur die Treppe runterwongeln. Ich weiß, das ist schon, vor allem dann die Treppe wieder hochwongeln, ist für dich ungefähr auf dem Niveau, das andere Leute brauchen, um zum zweiten Basislager auf dem Everest zu kommen. Ja, wo du kurz davor bist, dass du praktisch ohne Sauerstoffflasche nicht aufsteigen kannst. Aber es ist machbar, mit dem Mann zu kommunizieren ohne WhatsApp. Lösch doch einfach WhatsApp. Bums aus, Nikolaus, und hol dir eine neue Nummer. Mann, das ist ein Kindergarten. Und da rühmen sich die Hater immer so, dass sie so intelligent sind. Keiner von den Hatern rühmt sich damit, intelligent zu sein. Wenn irgendeiner von uns über seine eigene Intelligenz spricht, dann immer im Verhältnis zu deiner nicht vorhandenen Intelligenz und auch immer nur, wenn von dir irgendeine Scheiße gekommen ist. Dann kommt die Hater sind aber so dumm. Dann sagen wir, Reini, wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen.
Du bist im Kindergarten kleben geblieben und hast für die ersten 2 Jahre Dulli-Schule 3 Jahre gebraucht. Ne? Und dann ist die Diskussion eigentlich beendet, aber dann steigst du meistens drauf ein, dann gibt es Jada und dann am Ende riesen Gebrüllheule und der Bahnhammer fliegt. Ich habe jetzt schon 5 Nachrichten geblockt, seit wir miteinander reden. Er fängt an, er hat 3 Nachrichten geblockt. Dann schaltet sein Hirn kurz, 3 sind zu wenig, sag 5. Dann ist er aber schon raus. 5. Es ist das gleiche wie mit seinen Hater, die damals vor der Schanze gestanden sind. Ja, hier ist mal wieder Winkler. Ja, es sind 25 Leute stehen vor der Schanze. Und es stehen 2 Leute mit einer halben Bier, die ein Foto machen, anstoßen, vielleicht eine Zichte rauchen und sich wieder verpissen. Aber da 15, 25 Leute, die rütteln am Zaun, die haben Rammen und Trieböcke dabei. Wie gesagt, die Orks vor Helmsklamm. Die Nachrichten innerhalb von 5 Minuten gewesen. Manchmal habe ich die ganze Stunde, 2 Stunden meine Ruhe, aber dann geht es wieder von vorne los. Not so kein Kopter. Mehr so salopper. Boah, wofür muss jetzt dieses scheiß Gesinge nochmal drin sein? Er war doch gerade schon gesungen. Gott, ich bin alt. Rainer, du bist Mitte 30. Das ist jetzt im Vergleich, wenn du es jetzt mit jemandem, der gerade volljährig geworden ist, vergleichst, ist das alt. Ja? Bist fast doppelt so alt. Im Vergleich mit dem, wie alt du werden wirst, angesichts der Tatsache, welchen Raubbau du an deinem eigenen Körper betrieben hast, ist das auch schon alt. Aber für einen Menschen, der im Anfang des 21. Jahrhunderts in Deutschland lebt, bist du nicht alt mit Mitte 30. Da bist du eigentlich in der Blüte deines Lebens. Ach, habe ich schon erzählt? Ich kriege graue Haare. Ich will nicht wissen, wo, Rainer. Ja, doch, ich bin alt. Ich habe schon graue Haare. Rainer, ich habe auch graue Haare im Bart. Ich bin ein paar Jahre älter als du. Das passiert, wenn man älter wird. Ganz normal. Kann ich jetzt sagen, wenn du hier bist? Ich habe auf der Brust 3, 4 graue Haare. Er erzählt seine grauen Haare wie ein Depp. Das ist doch unfassbar. Ich zähle doch nicht die grauen Haare auf meiner Brust. Rainer, ganz ehrlich, ich möchte wissen, wie viele graue Haare du auf dem Rücken hast. Die können sie im Kongo im Dschungel aussetzen. Ja? Kannst nahtlos als Silberrücken irgendwo vom Gewicht her, das passt. Von der Brülleheulerei passt es auch. Das Einzige ist, du hast nicht die Stärke, die es braucht. Der nächstbeste Silberrücken, der mit dir konkurriert, schraubt dir einfach einen Kopf ab und wirft ihn irgendwo in die Walachei. So hat es bei meinem Vater auch angefangen. Erst auf der Brust, dann an der Seite von den Schläfen und dann am Ende der komplette Kopf. Bis ich 40 bin, Dein Vater ist gar nicht so alt geworden, dass er ganz grau geworden ist. Tragischerweise. Aufgrund dessen, dass er trotz wohl anscheinend irgendwie Krebsfällen in der Familiengeschichte nicht zur Vorsorge gegangen. Und deswegen ist dieser Mann deutlich früher gestorben, als er hätte sterben müssen. Und du bist der Meinung, ja, scheiß drauf, dann mache ich das genauso. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Reini, du wirst nicht an diesem Krebs sterben, an diesem Prostatakrebs. Ne? Weil den würdest du wahrscheinlich irgendwann dann auch so in dem Alter wie deinen Vater kriegen, in deinen 50ern, und die erreichst du nicht. Ne? Dich wird die Fresssucht dahin gerafft haben, bevor der Krebs überhaupt eine Chance hat, seine eigenen kleinen Armeen aufs Feld zu bringen. Ne? Ist Feierabend. Entweder kriegst du einen Schlaganfall, einen Herzkasperl oder Diabetes rafft dich dahin. Ne?
Eine Lungenembolie kann ich mir gut vorstellen. Lungenembolie, das sind so irgendwann in diesen Wasserbeinen, dadurch, dass sie so angeschwollen sind, so ein kleiner Blutpropfen sich bildet und der schießt dann in die Lunge und dann liegt er japsend auf dem Boden im Zimmer, in Zobes und dann hat es sich's ausgebrüllt. Und ganz ehrlich, Rainer, ich geb dir keine 10 Jahre mehr, bis das passiert. Eins davon wird innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 8 Jahre eintreten. Und dann krieg ich 50 Euro von Matti. Bis ich 40 bin, bin ich grau. Das wird jetzt schnell gehen. Ja, wenn man unterwegs sind und denkt mir, du bist meine Tochter, so jung wie du bist. Gibt. So, sorry, ich habe mir gerade Hopfentee-Nachschub holen müssen, weil dieses Video dauert deutlich länger, als ich gedacht habe. Als ich 25 Minuten und 40 Original-Video gesehen habe, dachte ich mal so, hey, komm, da bist du in einer Dreiviertelstunde, bist da durch. Aber nichtsdestoweniger. Prost, Leute, Prost. Ja, sollte dir das dann zu denken. Achso, ja, warte, wir sind gerade in der Ding. Ja, weiter geht's im Text. Was muss ich überhaupt machen gerade? Rainer, dein dummes Maul halten. Und man merkt wieder, er ist auf Discord im Voice-Chat mit der Mulle, die er dazu überreden will, nochmal zu kommen nach der, und ich wiederhole mich zum 100. Mal, desaströsen Geschichte, die da abgelaufen ist, als sie das letzte Mal bei ihm war. Und anstatt, dass er sagt, hey, ich kann froh sein, dass sie überhaupt noch mit mir redet. Ich muss mir jetzt richtig Mühe geben und ich hocke mich jetzt dahin und ich lausche jedem Wort, das sie mir sagt und ich interessiere mich dafür, was sie zu sagen hat und ich kümmere mich darum, die Beziehung zu pflegen. Denkt er sich, ja, wenn wir da allen telefonieren, können wir nebenher noch ein bisschen daddeln. Und wenn ich gerade ihr kundtun will, dass ihre wirklich für mich höchstgradig irrelevanten Probleme mir hart am Arsch vorbeigehen, dann kann ich ja immer noch ein bisschen übers Game reden. Das wird sie dann schon checken, den Wink mit dem Zaunpfahl. Ganz blöd, hier was zu machen. Ja, wir kennen das, Rainer. Wenn du zockst, bist du immer zu blöd für alles. Hä? Was muss ich machen? Was? Musstest du was lesen? Ich weiß, lesen ist ein Hater. Lesen ist ein Hater. Ne? Noch ein größerer Hater als Schreiben. Schreiben ist schon ein Hater, aber Lesen ist der Endgegner. Das Wasser erlaubt war. Es ist so unfassbar, Alter. Der ist im Discord und springt mit der Tussi. Er ist Mitte 30, ungebomst. Er hat tatsächlich Kontakt zu einer echten Frau. Und anstatt, dass er dem all seine Aufmerksamkeit widmet und versucht, sich wirklich von seiner besten Seite zu zeigen, hört er Mucke und daddelt und singt währenddessen und sonst irgendwas und erzählt ihr von seinem Flottenauto. Und er wundert sich immer noch, warum er nach 35 Jahren dann immer noch ungebomst ist. Danke, Klappen. Einmal in den Dark House. Also noch nicht so. Oh ja. Aber Ofi, du hast von der Summerei zu viel reingeschnitten. Oh, gern Kapitän. Ja, es schon kokett war. Mehr als was erlaubt war. Der Jeansgarn gehabt hat. Der Lunge gelaufen. Der Tag auf. Einmal mit den Augen zwinkert hast. Ich bin fit so alt. Oh ja, Gott sei Dank hat er zu singen aufgehört. Rainer, erzähl mehr darüber, wie alt du bist. Bitte. Ich werde ja auch nicht mehr weiter dafür kritisieren, aber bitte, 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 bitte mit Zucker obendrauf. Fang nicht mehr an zu singen. Das ist in 15 Jahren. There we go again. Einfach nichts war. Kollege, ich kenne dich, ich doch nicht die Kleine, die Straßburg gern gehabt hat. Boah. Meine Sprache ist so übel, ne?
Richtig übel. Ja, danke, dass du das von dir aus auch sagst. Ich versuche nämlich gerade zu erkennen, was du da singst, aber ich komme da echt nicht drauf. Ich komme da auch nicht drauf. Ofi, komm. Dann war es halt auch, ja, wahrscheinlich sehr, sehr falsch, wenn er deutsche und englische Wörter da irgendwie zusammen mit reinwirft. Machen die ganze Zeit. Ich kriege ja auch alle 2 Sekunden irgendwelche Nachrichten. Oh, ich bin voll geil auf dich. Ich würde dich gerne ficken. Ja, ist klar. Das ist Ja, das ist natürlich zu plump. Ne? Das blickt sogar Reini, dass das zu plump ist. Allerdings, ich glaube, ein bisschen stört es ihn schon, weil sonst würde er es jetzt hier nicht ansprechen. Jede dieser Nachrichten triggert einfach kurz so ein Zweifel. Wo er sich denkt, vielleicht ist er wirklich echt. Weil ich bin ja schon geil irgendwie. Aber inzwischen ist er daraus wenigstens schlau geworden, diese plumpen Geschichten abzuwehren. Woraus er immer noch nicht schlau geworden ist, ist, dass wenn er seine Ekelhaftigkeiten irgendwie an die holde Weiblichkeit schickt und die dann weiterhin noch was mit ihm zu tun haben wollen, zu checken, dass das dann Bärchen sind. Das hat er bis heute nicht begriffen. Und das wird bis zu seinem unseligen Ableben wird es immer wieder irgendwelche Bärchen-Leaks geben, die wir hier auf diesem Kanal besprechen können, wenn sie mir den nicht irgendwann wegmeddeln. Und wo es genau so wieder ablaufen wird. Und er checkt und checkt und checkt es einfach nicht. Gejaule. Als Singen. Ja, Rainer, dein in Anführungsstrichen Gesang ist tatsächlich ein Gejaule. Rainer, es ganz ehrlich, wenn keine Ahnung, wenn ich 20 Brüllaffen nehme und ich sperre die in ein 10 Quadratmeter Zimmer und zünd das an, ne, dann habe ich qualitativ hochwertigeren Gesang als die Scheiße, die du da ablässt. Ich bin kurz weg, da kann ich dich gerade leider nicht mit hinnehmen, bin aber gleich wieder da. Ja, Rainer, so sagt man das, ne? Zwischen normalen Menschen. Ne? Die geht jetzt zum Scheißen. Aber sie hat gesagt, ich bin kurz weg, da kann ich dich leider nicht mit hinnehmen. Jeder weiß, was gemeint ist, aber es ist nicht so plump. Ja, die geht nicht einfach offline, kommt irgendwie 10 Minuten später wieder und sagt, Oida, ich war gerade tierisch auf dem Abort, ja, und hast du nicht gesehen, wie mir die Flitzekacke hinten rausgeschossen ist? Leck mich am Arsch. Weil das wäre nicht cool. Nenn mir in den nächsten 2 Sekunden einen Grund, warum du mich nicht mitnehmen solltest. Ich muss aufs Klo. Ja, dann nimm mich mit. Reini, nein, Reini, nein. Ich habe genügend von deinen widerlichen Fetischen mitgekriegt. Bitte sag mir nicht, bitte sag mir nicht, dass du noch irgendeinen so Natursekt und Naturkaviar-Fetisch hast und dass du drauf stehst, wenn sie jetzt dann da sitzt und es plätschert und du hörst es da irgendwie in die Schüssel fallen. Reini, hör auf! Hör auf einfach! Das ist merkwürdig. Ich habe so viele Mounts, 160 oder so. Wow, hey, du hast 160 Mounts. Geil! Bei was? Das World of Warcraft? Bei World of Warcraft, ich weiß, dass es Mounts gibt bei World of Warcraft, aber es gibt auch Mounts bei allen möglichen anderen Games. Also keine Ahnung, bei Heroes of the Storm gibt es auch Mounts. Weiß nicht, Rainer. Ist halt nichts zum Flexen. So, das hat man halt vielleicht so nebenbei, wenn das sein Hobby ist und so, aber. Gesamt sind es 160, ganz genau sogar. Und es ist ganz. Leute, diese Flexerei ist halt Flexerei auf Grundschulniveau. Ne? Wenn 8-Jährige sich damals auf dem Schulhof drüber gestritten haben, wer die cooleren Pokémon gefangen hat. Das ist so ein Ding gerade. Rainer, mit Mitte 30 hat man vor allem vor der Frau, mit der man da gerne irgendwie eine Beziehung aufbauen würde, nicht mehr damit zu flexen, wie viele Mounts man in irgendeinem Game hat. Also zumindest nicht in der Kennenlernphase. Ey, und wenn die jetzt
nach der Kennenlernphase kommen würde und sagen, ich bin harter Fan von dem Game. Und ich zock das auch echt viel und ihr macht da eine gemeinsame Leidenschaft draus, dann ist gut. Ja, dann kannst du auch sagen, hey, ich habe so und so viele Mounts, wie viel hast du, bla bla bla. Weil dann ist es eine Unterhaltung basierend auf einem gemeinsamen Interesse und Gucci. Aber einfach nur aus heiterem Himmel irgendeiner Frau im Internet ans Knie zu schrauben, wie viele Mounts du in einem Computerspiel hast, ist halt hart zurückgeblieben. Das Gemeine an der Aktion ist das hier. Das ist nämlich ein First Drop gewesen. Ich kenne keinen, bei dem das ein First Drop war und ich glaube, es gibt auch kaum jemanden, der das im First bekommen hat. Aber das ist Ich weiß nicht, First Drop. Ich kenn das Wort von Diablo 2, wenn es um irgendwelche Runen geht oder sowas. Und das ist halt, wenn irgendeiner nach irgendeiner Rune gefarmt hat und dann sagt, hier, ja, wir fangen heute an, die und die Rune zu farmen und geht dann in den ersten Spot und da liegt sie dann gleich. Das ist dann kurz cool und danach scheißegal. Ne? First Try, Drop oder sonst irgendwas, weil stellenweise gerade bei Diablo 2 kann es ja gut sein, dass du halt 100 Jahre lang irgendwie nach einer Rune farmst, die du brauchst für ein bestimmtes Runenwort, ansonsten geht es nicht weiter. Das ist immer was, womit ich flexen kann. Also geh mal aufs Klo. Danach will ich dir was sagen. Ah Gott, das ist auch wieder sowas. Er flext damit, dass er Al-As Asche, das Flugmount aus der Festung der Stürme in WoW, halt bekommen Ja, hat, als er das erste Mal in dieser Instanz drin war. Ja, toll. Toll, Rainer. Ganz gut hast du das gemacht. Großer Applaus. Und das ist sein Grund zum Flexen. Ich kenne die Story, was da genau passiert. Ja, wir schauen mal. Story, was da genau passiert, ist mir auch relativ wurscht. Redet er einfach mit sich selbst die ganze Zeit. Denkt daran, er führt hier gerade Selbstgespräche. Okay, also sie ist jetzt auf dem Scheißhaus offensichtlich und er nutzt die Zeit, auch während sie auf dem Scheißhaus ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte oder wenn ich jetzt Projekte aufnehme, irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Kollaborationen, und ich muss mal kurz schmettern oder irgendeiner muss mal kurz aufs Klo oder so, man macht kurz eine Pause, dann gehen meistens beide irgendwie kurz aufs Klo, holen sich was zum Essen oder zum Trinken oder sonst irgendwas. Und wenn du zu zweit da im Discord bist, dann hältst du halt einfach dein dummes Maul, während der andere nicht da ist. Das ist halt, mir wird es im Traum nicht einfallen, dann da irgendwie ins Mikrofon zu säuseln. Offensichtlich in der Hoffnung, dass der andere Gesprächspartner das, wenn er dann vom Heisel wiederkommt, irgendwie mitkriegt und dann meine großartigen Gesangskünste in den Himmel lobt. Ja, richtig ist. Der Nacht und der Ewigkeit. Und der Einsamkeit. Aus der alten Zeit. Das der Nacht und der Ewigkeit. An dem Weg beginnt. Ofi, du hast zu viel von dieser Gesangsscheiße da drin. Göttlichen Pandaria, das ist doch ein Liedchen-Tempel, oder nicht? Der Ewigkeit. Und der Einsamkeit. Der Ewigkeit. Ist es sogar bei den deutschen Texten. Er von seinen tollen Lieblingsbands, er hat ja keine Entschuldigung, Asche auf mein Haupt. Bei den tollen Bands, die er so feiert, sogar bei den deutschen Texten, 2 Worte, Ewigkeit und Einsamkeit hat er mitgekriegt. Ne? Den Rest vom Text, der wird irgendwie dahingestottert. Weil er sogar zu dumm ist, seine eigene Muttersprache in einem Song zu erkennen. Das ist der Nacht und der Ewigkeit. Der Nacht und der Ewigkeit. Der Einsamkeit. Und er fühlt sie, ihr hört das in der Stimme, er fühlt sich ohne Ende. Und er denkt, sie kommt sie jetzt endlich und hört, wie geil ich das mache. Und Leid. Das alte Zeit. Das ist der Nacht und der Ewigkeit.
Und ich bin tot. Ja, und so. Ja, und hier macht Ja, warum hast du das jetzt ungefähr 100 Jahre durchlaufen lassen? ich jetzt mal einen Schnitt, weil das noch genau so ein paar Minuten weitergeht. Und ich habe euch das bis dahin jetzt nur mal drinnen gelassen, um euch zu zeigen, wie Reinis Psyche und geistige Gesundheit im Moment ausschaut. Ganz ehrlich, ich glaube, das zeigt schon ganz gut, in welchem Stadium er sich gerade befindet, wenn er die ganze Zeit mit sich selbst genauso spricht, als wenn dann eine andere Person gerade noch wäre. Oder hat er gerade mit seinem alter Ego Black Rose gesprochen? Wir könnten ja nicht 8 Brüder zusammenschauen. Wenn du hier bist. Kommst du jetzt eigentlich morgen oder übermorgen? Hast du dich jetzt entschieden? Hast du schon nachgeschaut wenigstens? Weil ich vermute mal, dann tendierst du eher dazu, dass du übermorgen losfährst. Wahrscheinlich auch nicht viel anders. Weiß ich nicht, ich habe heute den ganzen Tag nicht gesehen. So, ja. Sehr genau, ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Könnte man auch anschauen. Kann sein, dass du dafür zu jung bist. Das ist 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ein super behinderter Film, einfach. Diese ganzen amerikanischen Rom-Coms aus der Zeit, das ist alles derselbe Schmü, der da irgendwie verwurstet wurde, weil sich es in den Kinokassen gut verkauft hat, für irgendwelche Gehirnamputierten, die sich da einfach 1000-mal denselben Shit anschauen wollten. So, oh, kommen sie jetzt zusammen oder nicht? Oh nein, jetzt ist da der andere Dude. Oh, nee, und jetzt nimm doch den. Oh, come on. Alter, jetzt singt er nicht nochmal 100 Jahre. Ich krieg Hasslatte. Opi, warum schneidest du in ein Video 3 Stunden lang rein, wie er singt? Es ist doch der Punkt gemacht. Wir haben es doch jetzt 3-mal gehört. Ja, die Pandaren sind eben auch nur Bären. Dregbären. Ich werde am Wochenende auch ich werde die nächsten Tage auch zum Dregbär, wenn du hier bist. Weißt du, was Dregbär ist? Nee, Rainer, du wirst zum Dirnenspross, zum Hufeisenbesitzer. Aber du bist immer das, aber dann zeigst du es halt. Ein Dreckbär. Dreckbär. Schmutzbär. Drecksau. Hm. Oh Mann. Jetzt habe ich gerade nur was Lustiges denken müssen. Oh Mann, ich glaube, da muss ich mir gleich mal anschauen. Ich musste an eine Folge von Ding denken. Und Ding, großartig, Ding. Ganz tolle Serie, Rainer. Von Maid Summer. Und die Szene, wo sie besoffen ist und dann so zum Chiaki sagt, Chiaki, du Drecksau. Ist ja wunderbar. Er labert da von irgendeiner Scheiße. Maid Summer, das hört sich an, wahrscheinlich wie irgendein Hentai oder sonst irgendwas. Und er labert so, als wäre das, als würde jeder das wissen. Als würde jeder das wissen. Als würde ich jetzt irgendwie von Dinner for One reden. So, ich muss gerade an die Szene denken, wo der Typ über den Tigerkopf gestolpert ist. Meine Fresse. Oder Löwe oder was immer das ist. Ja. Du bist so den Arsch abgelacht. Welchen, Rainer? Ja, du willst mich immer nackig sehen, ne? Aber das darfst du nicht, du Drecksau. Kann man ja nicht. Rainer, niemand will dich nackig sehen. Kein Mensch auf der Welt will dich nackig sehen. Rainer, die haben dich aus deiner Stamm-Gay-Sauna rausgeschmissen und haben dir Hausverbot erteilt, weil kein Mensch dich weder nackig sehen will, noch deine Avancen irgendwie oder dein Gespanne ertragen will. Wenn du hier bist, willst du das machen? Wir können, wenn du hier bist, Maid Summer gerne durchgucken. Ich habe da kein Problem damit und ich schaue mir das auch gerne nochmal an. Zum Ja, du hast eh nichts Besseres zu tun, Rainer. 100. Mal. Maid Summer ist einfach klassisch geil. Wir wissen, Rainer erzählt immer, keine Ahnung, dass er so viel arbeiten muss. Dass er immer so schwer beschäftigt ist. Wir unterschätzen das immer. Komischerweise hat er diese Serien alle nicht einmal gesehen, sondern mehrfach. Ich weiß nicht, es gibt sehr wenige Serien und sehr wenige Filme, die ich mir mehrfach anschaue, weil ich dann wirklich stark davon überzeugt bin. Wirklich. Langsam verwinkle ich auch schon im Kopf. Aber weil es halt wirklich schöne Welten sind, in die ich mich gerne auch dann mal flüchte, irgendwie nach Feierabend. Ich habe es ein paar Mal erwähnt, Breaking Bad schaue ich mir einmal im Jahr an.
Und die ersten 4 Staffeln von Game of Thrones schaue ich mir sehr gerne an. Und Filme, die ich vorher aufgezählt habe, wie Fight Club, The Joker und dergleichen, schaue ich mir auch gerne häufiger an. 12 Monkeys, da fällt mir jedes Mal wieder was Neues auf, wenn ich ihn gesehen habe. Ja? Aber jedes von diesen Dingern, die er bringt, hat er sich x-mal angeschaut. Und das sind jedes Mal irgendwelche komischen Anime-Serien, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie so wenige Staffeln haben. Das ist ja oft, keine Ahnung, diese Dragon Ball, ich weiß nicht, wie viele Folgen die Scheiße hat. Hat er alles mehrfach gesehen. Das ist im Übrigen das sind diese berühmten 98% von seinem Leben, die wir nicht kennen. Sind, dass er da sitzt und sich diese Scheiße anschaut. Der ganze Rest seiner nichtsnützigen Internetpräsenz ist einfach nur darauf ausgelegt, zu finanzieren, dass er 98% seiner Lebenszeit damit verschwenden kann, sich zum 125.000. Mal irgendwelche hochsexualisierten Teenager in irgendwelchen Mangas anzuschauen. Animes. Entschuldigung. Wir können auch noch was gucken, was ähnlich ist wie Maid Summer. Horimiya heißt das. Ist auch ein sehr schöner Anime. Ist allerdings nichts mit Maids, aber da geht es auch um ein Mädchen, die sich um ihren kleinen Bruder kümmert. Und ihr Schulkamerad und so weiter dann auch mit zu ihr nach Hause kommt. Allerdings ist der Charakter ein bisschen anders. Bei Chiaki und ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Bei denen, ihr geht er ja immer auf die Nerven. Und der Miyamura geht der Hori aber nicht auf die Nerven. Aber Ganz ehrlich, es ist wie ein kleines Kind, das irgendeinen Disney-Film gesehen hat und dann dem Onkel, der den Film nicht gesehen hat, das erzählt, als hätte er ihn gesehen. Kein Schwein interessiert sich dafür. Kein Mensch weiß, wer diese komischen Namen sind, die du da droppst. Du könntest genauso gut, keine Ahnung, für mich könntest du genauso gut einfach die Speisekarte beim Japaner runterlesen. Ich würde den Unterschied nicht merken. Es sind japanisch klingende Worte, die aus seinem Gesichtsarschloch rausfallen. Ja, toll. Großartige Konversation. das passt trotzdem gut. Nix Was er da passt. aber auch Nix. Maul halten. Komm on, oh, okay. die ganze Zeit für eine Scheiße labert, wirklich. Ganz schwer mit anzuhören. Und dann zwischendurch immer dieses Gesinge von ihm nebenbei. Ja, an der Stelle also wirklich mal Respekt an das Bärchen. Also ich wäre direkt nach 5 Minuten schreiend offline gegangen. Das kann man sich ja wirklich nicht geben. Und ich habe ja hier schon eine ganze Menge jetzt. Ja, und Ofi, und das ist die Standardkommunikation mit ihm. Und jetzt willst du mir nochmal erzählen, dass diese Frau nicht von Anfang an ein Bärchen war. Der Hammer gelacht. Rausgeschnitten. Aber das ist wirklich katastrophal, wenn man sich mit dem im Discord unterhält. Beziehungsweise, ja, unterhält und ihm beim Singen zuhört. Schatz, ich habe wahrscheinlich schon mehr Animes in meinem Leben gesehen als du Filme. Juhu! Rainer, das ist wirklich eine Leistung, Rainer. Da kannst du schon richtig was drauf einbilden. Dass du mehr Animes gesehen hast als andere Leute. Das ist richtig toll, Rainer. Ganz toll. Andere Leute haben in der Zeit wirklich, keine Ahnung, die Liebe ihres Lebens kennengelernt, tolle Zeit mit der Frau verbracht, Kinder in die Welt gesetzt, sich im Job weiterentwickelt, was weiß ich, ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt. Ich weiß es nicht. Aber du hast irgendwelche komischen Bumsknödel-Stories aus Fernost 300 Mal gesehen. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ich meine, ich sag zwar auch immer, time you enjoy wasting is not wasted time, aber irgendwo ist dafür auch eine Grenze. Und das ist bei ihm jetzt nicht, dass er das so sehr genießt, diese Zeit mit diesen Animes zu verbringen. Er weiß einfach nichts Besseres damit anzufangen, weil er ein kleingeistiger Behindi ist, der nicht checkt, dass die Scheißwelt nicht also der über 30 Jahre lang nicht gecheckt hat, dass die Scheißwelt nicht am Ende vom Altschauerberg oder beim Zwingel drüben in Emskirchen aufhört. Sondern dass es noch mehr Sachen gibt auf der Welt, außer in der Schanze zu schimmeln
und sich dämliche Fernost-Kinderzeichentrickfilme anzuschauen und sich zu denken, ja, ja, genau so ist mein Leben auch. Im Allgemeinen, ne? Ich hatte ihn auf Netflix damals gesehen, aber den haben sie nicht mehr auf Netflix. Und auf Crunchyroll gibt es ihn nicht. Ja, dann geh halt wieder auf deine illegalen Streaming-Seiten. Ach ja, stimmt, du gehst ja gar nie nicht auf illegale Streaming-Seiten, weil du alles legal machst, weil du bist ja so ein ehrlicher Mensch, der niemals, nie nicht ein Gesetz brechen würde. Das ist gut. Na gut, der war okay. Ich kenne bessere. Ich kenne aber auch deutlich schlechtere. Ja, die Sache ist. Also sie hat ihn jetzt auf irgendeinen anderen Anime angesprochen, weil sie Interesse heucheln wollte an dem, was ihn interessiert, Animes. Und scheißegal, ob er ihn gesehen hat oder nicht. Scheißegal, wie er ihm gefallen hat oder nicht. Rainer hat sich gedacht, nee, was sie da mag, muss ich erstmal runter machen, weil das ist ja nicht mein Ding. Ich habe da jetzt nicht das Gespräch drauf gelenkt. Alles, worauf ich das Gespräch lenke, ist wichtig und toll und großartig. Alles, worauf sie das Gespräch lenkt, ist nicht so geil. Nee, das ist nicht so. Lass lieber wieder über mich reden. Du narzisstischer. Ich kenne so viele Animes, aber das ist gerade der Punkt. Ich habe ADS. Du hast einen Scheiß, Rainer. Rainer, du hast kein ADS und du hast keine Legasthenie, du bist hageldumm. Ganz ehrlich, diese Syndrome, ADS, ADHS, Legasthenie etc. Ich habe auch echt Probleme mit der Rechtschreibung. Oft. Viel. Worte, die ich 1000-mal schon gehört und nachgeschaut habe, die ich wieder nachschauen muss, wo ich denke, scheiße, wie schreibt denn die Scheiße jetzt in der Situation auch mal? Passiert mir relativ oft. Ich weiß nicht, ob man eine Legasthenie bei mir diagnostiziert hätte oder nicht. Keine Ahnung, Rechtschreibung war noch nie mein Ding. Aber diese ganze Scheiße, die er sich da ausdenkt. Ja, wegen meinem ADHS oder ADS und dem ganzen anderen Rotz. Das mag sein, dass es Leute gibt, die ansonsten ganz normal sind und dieses Syndrom haben und deswegen gewisse Barrieren in ihrem Leben, bei denen man ihnen helfen muss als Gesellschaft, dass sie überwinden können, weil sie sonst Probleme haben, ein funktionierendes, wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden. Ne? Leute, die ADS, ADHS haben, ich kenne Leute, die das hatten, das sind keine Gumbels, Bekannte von mir, die kriegen dann, keine Ahnung, Ritalin oder sonst irgend so eine Scheiße verschrieben als Gucci. Die funktionieren, können ein ganz normales Leben führen. Die haben dann oft auch irgendwie Abitur und machen dann ein Studium etc. bla bla. Das sind ganz normale Leute, die halt einfach dieses Syndrom haben und mit der entsprechenden Hilfe, Therapie oder Medikamente etc. ein normales Leben führen können und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft werden. Nichts davon trifft auf ihn zu. Er ist einfach nur hageldumm und hat wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, zu wenig Sauerstoff gekriegt bei der Geburt. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall läuft das Hirn maximal auf 2 Pötten. Und das ist das Problem, warum er keinen Text gerade lesen kann. Und das ist das Problem, warum er sich auf nichts konzentrieren kann, was nicht mit Snoo oder Animes zu tun hat. Und das ist das Problem, warum er sein Leben komplett gegen die Wand gefahren hat. Das hat nichts mit irgendeinem Syndrom zu tun oder sonst irgendwas. Er ist einfach nur hageldumm. Und es macht mich matt. Es macht mich matt, jenseits von Gut und Böse, dass dieser stinkend faule Haderlumpen von einem Lebensversager andere Leute in ein schlechtes Licht stellt, die tatsächlich nichts dafür können, wenn sie ein entsprechendes Syndrom haben, dem man helfen kann, dass er sich auf deren Stufe stellt. Rainer, du hast kein ADS und du hast keine Legasthenie, du bist einfach hageldumm. Lass diese Leute in Ruhe und zieh die nicht auf dein scheiß Niveau runter. Es gibt sicher irgendwelche Deppen, die in dem Internet sind, die dir zuhören und sich denken, ah ja, ADS.
Die sind alle so. Und das nächste Mal, wenn denen jemand sagt, ADS, denken sie, der ist ein bisschen deppert. Genauso wie du die komplette Metal-Szene verunglimpft hast. Wir wollen alle nichts mit dir zu tun haben. Rainer, du hast Metal-Verbot. Und das schon seit 10 Jahren. Kein Mensch von uns aus der ganzen Szene will mit dir irgendwas zu tun haben. Und niemand, der ADS hat oder ADHS oder Legasthenie oder sonst was, will was mit dir zu tun haben. Die haben auch alle nichts mit dir zu tun. Weil die alle nicht komplett kernbehindert sind und ihr Leben nicht mit Absicht gegen die Wand fahren und dann irgendeine Scheiß-Ausrede suchen, warum es nicht ihre Scheiß-Schuld ist und einfach nur die Umstände oder die Welt so ungerecht sind, die sie immer wieder auf harte Prüfungen stellen. Das heißt, ich tue mich deutlich leichter bei Sachen, die ich schon kenne. Und gerade bei Anime. Rainer, jeder tut sich leichter bei Sachen, die er schon kennt. Das ist die Quintessenz dessen, wenn man sagt, Sachen, die ich schon kenne. Ja, du wüsstest das, wenn du irgendwann mal eine Lehre gemacht hättest in deinem Leben. Wenn du statt Pokémon zu schauen und NES zu spielen und Dragon Ball zu gucken, in die scheiß Schule gegangen wärst und dich ein bisschen angestrengt hättest und vielleicht noch einen Hauptschulabschluss gekriegt hättest und eine Ausbildung, dann wüsstest du das. Aber so laberst du wieder irgendeinen hirnverblödeten Scheißdreck ins Internet. Meistens so weiter. Wenn mir was gefällt, dann kann ich es noch viel leichter beeinflussen. Ja, wie viel soll ich in die Pissbachskasse werfen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn mir was gefällt, dann kann ich es noch irgendwie beeinflussen. Im Hintergrund hört man die Zockerei. Es ist halt wieder... Es ist halt wieder Furz. Und erinnere mich viel leichter daran. Wenn du mir Musik vorspielst, ich muss nachschauen, wie der Name ist, aber ich kann es dir sagen. Hä? Also entweder musst du nachschauen oder du kannst es ihr sagen, aber beides ist exklusiv. Weil ich kenne den. Wenn ich was kenne, dann kann ich dir das sagen. Ich kann sogar... Oder wenn du mir Musik vorspielst, die ich kenne, kann ich dir sagen, was es ist. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Das ist bei jedem scheiß Menschen auf der Welt so, du brunstdepperter Hut. Boah, Leute, ich war schon lange nicht mehr so nett. Ich erkenne sogar Stimmen. Großen IQ in Stimmerkennung. Ja? Demon könnte heute wieder in seinen Discord kommen und er würde nicht checken, dass es Demon ist. Er könnte Cookie mitnehmen, die könnten sich gegenseitig die Nülle lutschen. Scheißegal, er wird es trotzdem nicht checken. Ich erkenne sogar Stimmen von Synchronsprechern. Deine Mutter erkennt Stimmen von Synchronsprechern, aber nur aus Pornofilmen, du Depp! Man kann dir sagen, welche Rollen die alles gesprochen haben, wenn ich die Rollen kenne. Ach komm, Reini, hör doch auf. Weil ich krieg zu viel langsam, ich krieg zu viel. Gott sei Dank, es ist zu Ende. Es ist zu Ende, Gott sei es gedankt. Gedudelt und gebastelt, Alter, die Scheiße macht mich fertig. Und ich habe gesehen, das nächste Video dauert über eine Stunde. Wir sind jetzt bei einer 25 Minuten Scheiße von Ofi, sind wir jetzt hier bei 1,5 Stunden gelandet. Leute, ich muss jetzt meinen Blutdruck erstmal runterbringen. Ich glaube, ich werde mir jetzt einrauchen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich hoffe, keine Ahnung, wann dieses Video online kommt. Also ich werde es sicher einmal überprüfen müssen und wahrscheinlich geht es demonetarisiert online. Ist gut für euch, dann braucht ihr keine Werbung skippen. Aber Leute, es wird wild. In diesem Sinne. Tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.